Berge statt Büro. Das klingt nach Träumerei. Doch genau diesen Ansatz verfolgen Anja und Kathi, seitdem sie sich im letzten Jahr zur Bergwanderführerausbildung im Nachbarland Tirol angemeldet haben. Wir kommen aus den Bergen, also die Kathi lebt ja im Berchtesgaden, ich im Tölzer Raum. Wir haben die Berge direkt vor der Haustür, wir können unsere Freizeit da verbringen und das ist eben diese Leidenschaft, dieses Unterwegssein am Berg, das können wir perfekt auch in unserer Freizeit eben gestalten und verbringen. Und das dann noch eben ein bisschen mehr in den Beruf einzubringen, diese Leidenschaft, das ist halt Raum, das ist, wo man sagt, man hat seinen Weg irgendwie gefunden und das ist ja... Manche finden das ihr ganzes Leben lang nicht. Es ist halt schon ein Unterschied, ob ich nur für mich verantwortlich bin oder ob ich für 5 bis 10 Leute die Verantwortung trage. Das ist immer ein Unterschied. Es ist trotzdem was man schon immer gern gemacht hat und wo man einen Bezug hat. Ich kann mir da schon so einen kleinen Wunschtraum erfüllen. Und wenn man da mit Feuer und Flamme dabei ist, dann ist das auf jeden Fall richtig. Wir sind heute im Rohfahren am Aachensee und haben uns mal eine Tour rausgesucht, weil wir heute alleine unterwegs sind und mal unsere Freizeit genießen, wo es ein bisschen spannender ist mit Seilversicherung. Und da gehen wir mit unseren Gästen jetzt nicht hin. Also das gehört nicht mehr zu unserem Führungsgebiet, wo wir da offiziell eigentlich unterwegs sein dürfen, weil es halt doch Absturzgelände auch einfach hat. Und wir haben uns das heute mal für uns privat rausgesucht, dass wir mal ein bisschen was Spannendes haben, gell? Anja und Kathi verfolgen ihren Traum, Bergwanderführerinnen zu werden, sehr zielstrebig und gewissenhaft. Bei eigenen Vorbereitungstouren wie heute, genauso wie bei der Ausbildung. Look in my eyes. Do you feel the time that comes? Die umfasst 3 Lehrgänge mit 16 Ausbildungstagen. Wenn die beiden danach die Abschlussprüfung bestehen, dürfen sie in einem bestimmten Rahmen selbst Gäste durch die Berge führen. Ja, als Bergwanderführer ist relativ beschränkt, was du gehen darfst. Das sind mittelschwere Wanderwege, aber logisch sollst du natürlich ein bisschen mehr können. Also gerade wenn Notsituationen oder so, sollst du halt auch zu helfen wissen. Und du brauchst eine Kraft, du musst dem Gelände klarkommen. Und deswegen macht es schon Sinn, wenn man selber ein bisschen mehr am Weg ist und auch schwere Wege gehen kann. Also kann nicht einmal Klettersteige, aber Seilversicherungen dürfen da kein Problem sein. Ja. Und du wirst immer Gäste haben, die weniger gut sind, Gäste haben, die aber auch sehr viel können. Und wie in allen Berufssparten, du bist der leitet, der was macht. Natürlich möchte ich mehr wissen, wie meine Gäste. Ja. Das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. Genau, das ist es. Und das dann als berufliche Sache auch noch ausführen zu dürfen, ist doch... Das ist tatsächlich, also wenn das Berufsklamotte ist, dann machen wir, glaube ich, nicht so viel verkehrt. In den Hauptberufen haben wir beide von Haus aus viel mit Menschen zu tun. Also du musst schon eine gewisse Sozialkomponente auf jeden Fall auch mitbringen oder haben. Wenn du jetzt nicht gerne mit Leuten redest, dann bist du verkehrt. Wir schaffen hier Erlebnisse. Wir sind jetzt nicht die Gipfelstürmer, die Ostwand erklimmen, sondern wir sind halt die den Weg ein bisschen erklären und einfach so das Gesamtbild Natur irgendwo an den Mann bringen. Und da gehören natürlich auch die Gespräche dazu. Und das, glaube ich, kennen wir beide ganz gut. Ja. Wir sind ein Tourismusland, das, sage ich mal, nicht viele flache Stellen hat. Wir haben in Tirol natürlich sehr viele Berge, sehr viele Touristenbesucher, die in die Berge gehen wollen. Generell, wenn man das Thema Wandern betrachtet, ist ja mittlerweile alles andere wie ein Sport für alte Leute, was vielleicht schon vor 15, 20 Jahren komplett anders noch war. Also es ist ein moderner Sport, man sieht viele junge Leute am Berg, was einfach auch toll ist. Also das ist ja eine Entwicklung, die extrem positiv ist. Und es gibt eben einen großen Bedarf, das geführt zu machen, weil es einfach ein ganz anderes Erlebnis ist. Aber was es, glaube ich, noch viel interessanter macht für Gäste, mit Bergwanderführern unterwegs zu sein,
Es ist für mich so der Unterschied zum Bergführen in einer gewissen Weise. Beim Bergführen habe ich die Tätigkeit an sich, ist das Kerninteresse, das Klettern oder das Tiefschneefahren oder sonstiges. Man erinnert sich danach an eine besondere Kletterstelle zum Beispiel. Das habe ich ja beim Wandern nicht. Beim Wandern gehe ich und ich erinnere mich danach selten an eine bestimmte Gehstelle oder so. Also das Gehen oder das Wandern empfindet der Gast oder will der Gast als etwas Sorgloses erleben. Das ist es eigentlich. Also die Sorglosigkeit, nicht darüber nachdenken zu müssen, wann fährt der nächste Bus, wie lange gehen wir zum nächsten Gasthaus, hat das offen, wo schlafen wir und so weiter. Die wollen anreisen, wandern, die Natur genießen und das natürlich in einer ausgewogenen Sicherheit. Anspruchsvolle Wanderungen wie heute im Rofan haben Kathi und Anja locker drauf. Extremer muss es, vor allem beim Führen, für die beiden gar nicht werden. Dass der Bergführer nichts für mich ist, war auch klar, aber Wanderführen war immer eine gute Variante. Und ich bin auch so in der Hotellerie daheim. Ich mag meinen Job sehr, aber es war schon die Idee, irgendwann ein bisschen rauszukommen. Also einfach diesen Wechsel reinbringen. Und so hat sich das eigentlich wunderbar ergeben, dass man sagt, man kann seine Art zweites Standbein machen. Ich bin jetzt auf 32 Stunden angemeldet und habe ein bisschen reduzieren können und kann mir einfach eine gewisse Abwechslung gönnen. Das war so mein Sinnen, dass ich einfach ein bisschen wegkomme aus diesem Büroalltag. Man hatte halt einfach die Zeit zum Nachdenken, mal zum Überlegen, wo soll es hingehen, wie will man die Zeit verbringen, was will man eigentlich machen. Und ich glaube, das haben viele gehabt, man weiß es, man hört es ja jetzt, dass viele händeringend Personal suchen. Und so war es halt auch bei mir. Ich habe mich beruflich umorientiert, bin auch aus der Gastronomie raus, bin jetzt in einer Arztpraxis am Empfang und habe dazu dann eben diese Bergwanderführerausbildung gemacht, weil das einfach so ein Punkt ist, wir sind gern in den Bergen, wir sind gern unterwegs und auch das in seinem Leben zu machen, was man halt gern macht. War am Anfang ein bisschen schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Dann die Ausbildung, es sind ja doch 3 Einheiten pro einer Woche, dass man jemanden für die Kinder hat, aber mal mit ein bisschen Taktik, mit der Oma, mit Freunden, dann kann man das schon mal organisieren. Und so geht es ja auch weiter. Also das Leben besteht ja immer aus Organisationen. Da tut sich jetzt was Neues auf und man wird sehen, wie es dann weitergeht, wie es sich entwickelt. Momentan habe ich viele Ideen, was genau sich daraus entwickelt, wird sich ein bisschen zeigen. Aber dadurch, dass ich in dem Hotel, wo ich gearbeitet habe, viele Jahre mitgekriegt habe, was einfach tatsächlich gefragt wird. Die Masse braucht einfach keinen Bergführer. Das ist meiner Meinung nach so in gewissen Regionen. Und da kann man wunderbare Sachen anbieten. Das sind kleine, nette Wanderungen. Deswegen zum Beispiel auch die Idee, dass man halt über diverse Hotels, Tagestouren, Halbtagestouren irgendwo anbieten kann und da so im Kleinen einen Einstieg findet. Wir leben ja eben in Urlaubsregionen. Und dass man da so kleinere Sachen eben sich spezialisiert ein bisschen was anbietet. Aber das ist halt alles in Planung ein bisschen, das reift im Kopf, das wächst und ist aber auf einem guten Weg, denke ich. Also, aber wie gesagt, erstmal schaffen wir unsere Prüfung. Schaffen wir schon. Ob und wie die Berge für Anja und Kathi tatsächlich zum Büro werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. So verlockend dieser Tausch auch sein mag, bis es soweit ist, müssen sie noch einige Herausforderungen meistern. Eines aber steht jetzt schon fest. Die beiden verfolgen zielstrebig und begeistert den Weg, den sie eingeschlagen haben. Und sie brennen darauf, ihre Leidenschaft für Berge, Wandern und Natur an andere weiterzugeben.